So, Better Together, es geht darum, um so ein Beziehungsrie, wenn du vielleicht verheiratet bist verlobt, vielleicht auch befreundet oder auch verwitwet. Das sind so biblische Prinzipien, wo man eigentlich für alles anwenden kann. Heute geht es um das Geheimnis von Frau und Mann. Wie funktioniert das und wie kann das auch zusammen wunderbar funktionieren? Ich freue mich auf diese Serie, die wird großartig für uns alle werden. Es ist eine neue Serie, es geht um Beziehung und auch Freundschaft. Und keine Angst, wenn du jetzt sagst, du bist Single. Du kannst eigentlich immer alle Prinzipien auch anwenden, weil wenn du Single bist, hast du immerhin eine Freundin oder auch einen Freund. Man ist unterwegs, du hast eine Familie, man kann alles eigentlich dann auch so überlegen, was bedeutet das für uns konkret. Wir haben ein Bild, das wir immer mitnehmen, wie ein Haus, und heute beginnen wir so am Garten. Und Better Together bedeutet nichts anderes, dass Gott hat uns geschaffen für das Gegenüber, und das ist auch etwas Faszinierendes. Man sieht, dass meine Frau ist sehr knallig angezogen und nicht dagegen einfach schlicht und elegant. Das heißt, schon alleine, wie wir angezogen sind, bedeutet schon... Mehr davon später. Genau. Und wir beginnen heute mit einer Geschichte, und zwar, Susanna ist ein Ehepaar, die sind schon seit 18 Jahren im ICF. Ich kenne sie noch, als sie noch jung gewesen sind. Und sie sind auch diejenigen, die unsere Frisuren machen. Wenn du die Frisuren von Susanna studierst, ist eine Frau im ICF, die macht es seit Jahren, und ich bin oft auch überrascht, wie sie nach Hause kommt. Und ich denke immer, zum Glück kann man Haare auch abschneiden. Ja, ausgerechnet letzte Woche, während wir so in den Vorbereitungen waren für diese Message heute, hat sie mir einen Videoclip geschickt von ihrer Love Story. Und eben im Kontext, sie haben diesen Videoclip gemacht für ihr Business, also sie sind im Friseur-Business tätig. Aber ich dachte, diese Love Story, so kurz und auf den Punkt, möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier sind sie, Shy and Flo. We're Shine Flo from Switzerland. We're a hairdresser couple. We met in the salon. I really fell in love with you in the first second. I didn't actually. I think when I saw how he was cutting hair, I was getting more interest. I think it's very inspiring to work as a duo. We both know a lot, and together we know even more. We're totally different, and that makes us even stronger. Her way of doing things so differently to me. She's very intuitive, whereas I'm the opposite. Like I think about everything a lot. The thing is that we both think we're the boss. Yeah, that's true. We both think we're right all the time, and I want to be better than him, and he wants to be better than me. I like that. I'm a competition person. I feel like we just complete together. Woo! Ja. So, die kommen uns in unsere Church, das sind unsere Friseuren, und ganz eine krasse Story. Wir möchten ganz am Anfang mit ein paar Zahlen beginnen, weil ich habe gelesen, dass die Generation Z, das sind eigentlich unsere Kinder, sind die klassisch orientiert, die lieben die klassische Hochzeit. Ich habe schon das Bild gesehen, wenn jemand heiratet, ein Auto, Jeff's married, und dann hat man so Büchsen hinten dran, oder? Und das klippert, ich habe ein Foto mitgebracht, das klippert und macht und tut. Und das ist etwas, was die junge Generation wieder total cool findet, oder? Ja. Kannst du dir vorstellen? Ja, das Geklippert, das hat uns gefehlt bei unserer Hochzeit. Nein, bei uns hat es nur geregnet, aber immerhin. Drei Gründe, und das möchte ich jetzt euch sagen, du kannst auch mit ChatGPT nachfragen. Es gibt 3 Gründe, wo man sagt, verheiratete Menschen sind glücklicher. In der Tendenz, also das stimmt natürlich jetzt nicht generell für alle, aber in der Tendenz, oder? Erstens, man sagt zum Beispiel, sind glücklicher, weil du weißt, wo du hingehörst. Du musst nicht mehr diese Übungen machen, du musst auch nicht mehr so viel machen. Also man muss sich schon noch Mühe geben, aber man weiß, wo man hingehört. Das Zweite, sie leben auch gesünder. Sie haben weniger Alkohol, sie rauchen weniger, weil man sagt, das Gegenüber erfüllt dich in dem Sinne, und man sagt es einfach, es ist so, dass verheiratete Menschen sind in dem Sinn gesünder. Nicht für alle. Ich kenne auch Leute, das ist das Gegenteil. Auch sie haben einen besseren Sex als andere. Auch interessant, es ist interessant, der Unterschied zwischen Sexualität und Intimität. Sexualität ist etwas, wenn du nicht verheiratet bist, du musst performen, du musst recht gut unterwegs sein, musst was leisten, und du nimmst dir, was du brauchst. In einer Ehe ist Intimität das Gegenteil. Du gibst und du verschenkst dich. Und darum hat das eben eine tiefere Wurzel einfach anzunehmen. Wenn man das so liest, Susanna, ist eigentlich nichts anderes, als Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und wenn man jetzt diesen Garten nimmt, das bist jetzt du da, oder Susanna? Und wenn du mich hast und du bist so leer,
dann kann ich dich so füllen, oder? Ich fülle dich, ich mache dich glücklich, ich mache dich happy, ich koche, ich putze, ich glätte, ich fahre Auto, ich mache dir Komplimente, ich mache dir den Hof. Also wenn du down bist, dann kann ich dich so richtig füllen. Aber wenn ich dann leer bin, ist eine Ehe immer auch ein gegenseitiges Ding und dann kannst du als Mann sagen, komm on, fill me up again. Das ist so ein spannendes, einleuchtendes Beispiel mit der Gießkanne, weil nur, wenn die Gießkanne voll ist oder wenn was drin ist, kann sie auch weitergeben. Sparet nicht, heißt es. Nein, kannst du mehr. Und egal, ob du Single bist, ob du alleinstehend bist, alleinerziehend, verwitwet oder wie auch immer dein Zivilstand ist, was uns doch eigentlich grundsätzlich alle verbindet heute, ist die Tatsache, dass wir uns alle nach erfüllenden Beziehungen sehnen. Ja, wir alle wünschen uns, dass wir, ich habe noch ein bisschen mehr. Ich habe auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Wir alle wünschen uns, dass wir in erfüllenden Beziehungen leben. Und die Studien, die zeigen tatsächlich, dass verheiratete Paare grundsätzlich glücklicher und zufrieden sind, heißt aber nicht, dass du, wenn du Single bist oder alleine lebst, dass du weniger wertvoll bist. Oder dass du irgendwo vergessen worden bist. Du bist genauso wichtig. Und Gott hat in jeden Einzelnen von uns, und das ist mir an dieser Stelle wirklich wichtig zu betonen, Gott hat in jeden Einzelnen von uns die Fähigkeit hineingelegt und das Potenzial, dass wir glückliche Beziehungen, erfüllende Beziehungen erleben können. Ja, und das beginnt ja auch mit dem, auch wenn du jetzt Single bist, man wird angezogen, wie so ein Garten. Man sieht im Garten, ich habe bei Susanne gewisse Dinge gesehen im Garten, wo ich gedacht habe, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich habe ein Bild mitgebracht, bei Susanne, ich habe mich in sie verliebt, weil sie hat so große Ohrenringe. Und die waren, ich habe noch nie in meinem Leben so große Ohrenringe gesehen. Also heute trägt man es wieder größer, aber dazu mal, das war so groß und ich habe gedacht, meine Güte, das ist so schön. Also deine Äußerlichkeit, Susanna, hat mich total geflasht. Deine Ohrenringe hat mich fasziniert. Ich konnte fast immer schlafen. So, mit anderen Worten, man wird so angezogen am Anfang von etwas. Was war es denn bei mir? Bei mir waren es ja mehrere Dinge, oder? Ja, also, als wir das erste Date hatten, als wir uns das erste Mal getroffen haben, war gerade so ein Dresscode von Bauern. Und da konnte ich nicht so richtig abschätzen, wie denn Leos Kleiderstil eigentlich ist. Und deswegen, als wir dann für das erste Date abgemacht haben, da wusste ich irgendwie so, es würde mir halt viel bedeuten. Ehrlich gesagt, das glaube ich, das hat man vor 35 Jahren halt einfach so gelebt. Also ich habe gesagt, ja, ich hätte schon gerne, wenn er Jeans anhätte und so ein weißes Hemd und Krawatte und dann noch so ein Kittel drüber. Und, hey, wer es glaubt, genau so kam er zum Bahnhof, wo wir uns getroffen haben. Ich habe ein Bild rausgesucht, vielleicht findet es bei der Multimedia. Nein, es ist nicht das Bild, das kommt nachher. Ein Bild vorher. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es auch noch. Aber da erzähle ich dann noch mal was dazu. Genau, das habe ich nie mehr angezogen nachher. So, der erste Punkt ist, dass Anziehung ist ein Geschenk Gottes. Also sich zu verlieben ist ein Geschenk. Das kannst du nicht einfach machen. Dass man sich in jemand verliebt, ist ein krasses Wunder Gottes. Wir lesen euch in Hohelied. Wir gehen durch das Hohelied in den nächsten paar Wochen. Und wenn du einmal in der Bibel ein bisschen so Erotik lesen willst, wirklich, es ist mega, mega krass. Hohelied Kapitel 1, Vers 9 und 11 und 15. Da heißt es, er sagte, wie schön bist du, meine Freundin. Also sie sind noch nicht verlobt, noch nicht verheiratet, sondern sie ist eine Freundin. Wie schön ist deine Stute vor dem Prachtwagen des Pharaons. Deine Wangen sind wie Ohrenringe umrahmt. Dein Hals schmückt eine Kette. Doch ich will dir noch mehr geben. Ein Geschmiede aus Gold sollst du haben und Perlen um den Hals. In Silber natürlich gefasst. Wie schön bist du, meine Freundin. Wunderschön bist du. Deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. Meine Gott, ist die schön. Wahnsinn. Ja, aber sie bleibt nach Hohelied auch nicht aus mit Komplimenten und sagt im Vers 16 und 17, schön bist auch du, mein Liebster, wie stattlich anzusehen. Das Gras ist unser Lager, Zedern sind die Balken unseres Hauses und die Zypressen sind unser Dach. Also die Anziehung geht bis hinein, wie sie ihre Wohnung dekorieren und erleben.
Ist mega interessant. Wir haben eine Liste mitgebracht, wie verliebt man sich. Und wenn du jetzt zum Beispiel Single bist, ist auch so, wir hatten bei uns jemand in der Church, das war noch im alten Mark, da kam ein Mann rein in unsere Celebration, ich sah ihn, boom, und ich habe ihn gesehen und gedacht, wir kennen uns schon immer. Das ist, wenn du Single bist, auch etwas, was in Freundschaften genauso genau geschieht. Man verliebt sich, ich habe eine Liste aufgebraucht, das ist der erste Blick. Bei mir war das definitiv, Susanne, bei dir der erste Blick, das hat mich weggehauen, deine Ohrenringe. Dann kann es sein, man beginnt zu flirten, man schaut, kommt das etwas an. Es kann auch der Duft sein, du denkst, die duftet nach meinem Gusto. Es kann eine emotionelle Nähe sein, es kann eine gemeinsame Werte und Vision, wo du merkst, wir sprechen die gleiche Sprache, wir haben die gleichen Ziele, die gleichen Herausforderungen. Es ist Respekt und Wertschätzung, es ist eine natürliche Entwicklung. Oder man kann auch sagen, Gott fügt einfach deine Wege mit jemandem zusammen, wo du merkst, es ist auch noch eine göttliche Fügung. Es ist immer eine Palette von vielen Dingen. Ja, und wie du siehst, Anziehung, das ist etwas Göttliches, das ist auch nichts Unreines, das ist etwas Schönes grundsätzlich. Aber es ist nicht die Grundlage von einer Beziehung, weil es geht darum, dass wir uns tiefer, dass wir uns persönlicher kennenlernen, weil sonst, wie du es schon gesagt hast, die Liebe wird immer aus Leistung bestehen. Es wird immer daraus bestehen, wie komme ich an? Wenn das, was wir äußerlich uns anzieht, nicht irgendwann sich ändert und tiefer hineinwächst in das, was der Charakter ausmacht, dann bleibt die Liebe immer bei der Leistung. Und jetzt, genau diese Werte, die haben mich bei Leo angesprochen. Also, ja, natürlich hat mich angezogen, dass er so ausgesehen hat, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Blonde Haare und so weiter und so fort. Die Locken haben gefehlt, aber irgendwie darüber habe ich jetzt weggesehen. Aber anyway, irgendwann habe ich auch ihn besser kennengelernt. Und jetzt kannst du dieses Bild bringen, dieses berühmte Bild. Weißt du, das war sein Leben. Ich habe ihn kennengelernt. Er hat keinen Sonntag ausgelassen in der Kirche. Jeden Sonntag sind wir zur Kirche gegangen. Ich habe ihn besucht an einem Wochenende bei seiner Familie, er mich am anderen Wochenende. Jeden Sonntag sind wir in die Kirche gegangen. Er hat mitgearbeitet als leitende Person in der Jugendgruppe. Jeden Samstag war er dort und er ist auch zu mir gekommen. Das hat mich fasziniert, weil es hat dem entsprochen, was mir auf dem Herzen lag und was wichtig ist. Und das geht über das Äußere hinaus. Das ist der Charakter, der kann sich immer noch entwickeln. Und weißt du, mit 20 ziehen dich andere Dinge an als mit 60. Kannst du vielleicht nicht mehr so mithalten äußerlich, aber die inneren Werte, das ist das, was mitwächst, der Charakter. Und deswegen, das Anziehen, das ist das eine, das ist der Anfang. Aber es ist nicht die Grundlage von einer Beziehung. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen zum Bild, weil du hast ein Detail ausgelassen. Das mache ich ein bisschen Eigenlob, aber das ist ja grundsätzlich okay. Wenn man zurückgeht in diesem Korb, das wissen viele nicht, war eine Kaffeemaschine. Wir hatten noch nicht solche gute Kaffeemaschinen draußen oder Microchurch, das wird alles schon gemacht, sondern ich habe jeden Sonntag die Kaffeemaschine mitgenommen, weil Qualität war wichtig und Qualität hat einen Preis. Ich musste sie einpacken in den Korb, die Gitarre, in den Tram gehen und wir hatten den besten Kaffee schon dazu mal einfach mit dieser Kaffeemaschine. Und ich glaube, was sich fasziniert hat an mir war, ich mache jetzt ein bisschen Eigenlob, ist, bei mir gibt es nicht etwas, das ist zu viel. Sondern wenn es einen Unterschied macht in der Ehe, wenn es einen Unterschied macht für die Kinder. Ich habe zum Beispiel gestern mit meiner Liara gespielt, vom Simon und Josie, die Kleine. Und wir hatten so eine Plastiktüte, das kann man so aufrollen. Und sie hatte so Freude, und haben wir das alles auseinandergenommen. Das war ein Meer von Plastik am Boden. Und ich habe gedacht, macht man eigentlich nicht, aber wieso macht man das denn doch nicht? Und ich hab Dinge gemacht, die macht man nicht immer. So, ich glaube, dieser extra Aufwand, den man geht, Susanna, auch irgendwann mal am Anfang macht man das automatisch, um zu gewinnen. Und irgendwann hört man plötzlich das auf, die Energie, die man investiert, bei Gott, beim Bibellesen, bei den Freundschaften, bei Mitarbeitern. Plötzlich irgendwann nach ein paar Jahren hört man auf. Diese Energie von verliebt zu sein, darfst du nie aufhören. Man muss sie immer wieder richtig hart kultivieren. In Hohelied 5, Vers 10 heißt es, warum beschwörst du uns, du schönste aller Frauen? Was hat denn dein Liebster anderen voraus? Was unterscheidet ihn von den anderen Männern? Das ist die Frage, die du dir vielleicht heute stellen kannst. Was war es dann, was so
anders war als von allen anderen. Das ist auch eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man sich angezogen fühlt. Ich meine jetzt einfach rein freundschaftlich. Was hat denn die Person? Was sind es für Dinge? Warum fühle ich mich zu dieser Person hingezogen? Warum möchte ich ihre Freundin werden? Oder bei der Arbeitsstelle, bei den Nachbarn? Warum nicht? Warum doch? Und das sind Dinge, wo man plötzlich Gemeinsamkeiten entdeckt. Weil das, was am Anfang anzieht und auch ergänzt, ist das, was in 5 Jahren später nervt. Und darum vergiss nicht die guten alten Tagen. Warum hast du die Person geheiratet? Oder wieso ist die Person dein Best Freund, dein Soulmate? Das darfst du nie vergessen, weil plötzlich kommen das, was dich am Anfang fasziniert hat, wird dich nerven. Es gibt ein kleines Detail in diesem Text drin, das heißt immer Freundin, Freundin, Freundin oder mein Freund. Weil wenn man verliebt ist, ist heutzutage so, man geht sofort in das Bett, man hat sofort Sex und Leute sagen, wo steht denn Sex vor der Ehe implizit drin? Man soll sich haben. Hohelied ist ein gutes Beispiel. Es steht 3-mal in den Texten, Hohelied, Kapitel 2, Vers 7, 3, Vers 5, 8, Vers 4, kannst du nachlesen, heißt es, ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei der Liebe selbst. Weckt sie nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür gekommen ist. Heißt Andersetzung, der Garten ist noch nicht offen. Mit anderen Worten, das gehört da noch nicht hinein. Ist auch sehr, sehr interessant. Der zweite Gedanke ist, Charakter schlägt die Chemie. Mit dem möchte ich sagen, am Anfang ist man mega fasziniert. Deine Ohrenringe haben mich fasziniert. Du warst immer anders angezogen als alle anderen Frauen. Hat sich nicht geändert. Aber das hat mich immer fasziniert und irgendwann hat es mich auch genervt. Jetzt finde ich das wieder mega cool, weil du bist immer ein Eye-Catcher für die Leute. Man sagt, Verliebtheitsphase geht 4 bis 5 Jahre. Also die rosarote Brille, die geht schneller weg. Die geht relativ, ein Klapp ist die weg. Aber eine Verliebtheitsphase ist 4 bis 5 Jahren. Und das hört dann irgendwann auf. Und darum, der echte Charakter, der kommt dann hervor. Und darum ist es mega, mega wichtig, dass du auf Charakter baust. Charakter ist das A und O in einer Beziehung. Und Susanne hat einen Charakter und das ist, du hast mega viele Eigenschaften, die sind extrem gut. Aber eine Sache ist, egal was ich vorschlage, du machst immer mit. Mindestens einmal und dann meistens nie mehr. Aber hey, immerhin, bist Motorrad gefahren, du hast den Klausenpass gemacht, du hast den Oberalpass gemacht, keine Ahnung, wie du es geschafft hast. Du hast es gemacht und heute ist das erledigt. Aber das ist auch jetzt an einem Charakter, du sagst, alles, was wir noch nicht gemacht haben, gebe ich eine Chance. Und das ist eine krasse Charaktereigenschaft. Und du sagst dich, nee, finde ich nicht gut, mache ich nicht. Das ist krass. Danke, vielen, vielen Dank. Es heißt im Hohelied 1, Vers 3, der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm, darum lieben dich die Mädchen. Und dein Name, das geht um den Ruf. Und jeder von uns hat einen Ruf. Also wir kennen Leute und man hat, wenn man sie ein bisschen kennt, so und so, das ist so der Grundgroove, das ist so der Ruf. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Weil ich vorher schon gesagt habe, mit 20 kannst du so vieles wettmachen mit deinem Aussehen, mit deinem Auftreten. Das kannst du nicht halten, bis du 60 bist. Aber die Dinge, die innen drin sind, das sind die Dinge, die du auch mit 60 noch weiterentwickeln kannst. Und wenn wir schon bei Komplimenten sind, Leo, du hast, was mich mit 20 angezogen hat, da haben wir uns kennengelernt. Deine Treue zu Jesus und deine Treue zur Kirche, das hast du nicht nur einfach auf dem Level gehalten, sondern das hast du wirklich ständig weiterentwickelt. Und auch deine Treue mir gegenüber, das sind Dinge, die kann man auch mit 60 noch so gut aussehen wie mit 20. Okay, kann sein, aber der Charakter, das ist das, was sich weiterentwickelt und das ist der Ruf. Thank you. Ich wollte sagen, mit 60 gut aussehen, da musst du viel machen. Aber alles ist möglich, genau. Alles Ansichtssache. Genau, also der Ruf ist mega wichtig. Wir haben eine Sache gemacht, und das möchte ich euch wärmstens empfehlen, auch wenn du Freundinnen und Freunde hast und du merkst, sie sind toxisch, sie tun dir nicht gut. Hast du oft ein Umfeld, wo du sagst, also die Frau, der Mann tut dir nicht gut. Und bevor ich Susanne geheiratet habe, habe ich meine Mutter höchstpersönlich gefragt, ich mache eine Entscheidung fürs Leben. Mami, siehst du sie als meine Frau, ja oder nein? Und ich hatte eine Freundin, zuvor hat meine Mutter gesagt, kommt nicht in die Tüte, das ist nichts für dich. Und bei dir hat sie gesagt, doch, das ist super, die passt zu dir, die musst du nehmen. Und oft haben Leute nicht den Mut, die Freunde zu fragen, weil wenn die Antwort Nein ist, dann ziehen es Leute einfach stur durch. Und ich glaube, manchmal dein Umfeld sieht deine Entwicklung sehr, sehr gut, darum hol dir Rat. Und ich sage jetzt hier auch, warum.
Es gibt 2 Punkte. Es gibt die Anziehung, das ist die Penicillamine. Das ist kompliziert, dass man sagt, es gibt ein Verliebtheitsmolekül. Das heißt, das hält 4 bis 5 Jahre an, man ist verliebt. Ist wie wenn du eine ganze Schokolade auf einmal isst, das kickt so rein, aber dann bist du total kaputt. Das heißt, man wird angezogen von 4 bis 5 Jahren, funktioniert immer auch an deine Freunde, die das Gegenteil raten. Eine Freundschaft, eine Ehe, auch den Glauben an Gott, bindet nur mit dem Bindungshormon Oxytocin. Das ist eigentlich ein Bindungshormon, nicht nur, wenn du Sex hast. Sondern das Bindungshormon ist ganz, ganz einfach. Man umarmt sich zum Beispiel. Man gibt Komplimente nach 5 Jahren. Man ist der größte Fan nach 5 Jahren. Man küsst sich. Man hat Sexualität. Das ist der Grund, dass etwas zusammenbleibt. Und ich kann dir immer sagen, wenn sich Ehepaare auseinandergelebt haben, für das musst du nichts machen, das passiert automatisch. Wenn ich die Leute frage, wann hast du zum letzten Mal Sex gehabt, sagen sie, ich mag mich nicht mehr erinnern. Und wenn du schon ein Jahr keinen Sex mehr hast, dann ist der Moment, wo du dich scheiden lässt, nur noch eine Frage der Zeit. Das heißt, Sexualität ist ein wichtiger Punkt und auch sie zu umarmen. Susanne, wir haben ein interessantes Studie herausgefunden. Kannst du ganz kurz selber erklären? Ja, die Umarmungen pro Tag, und das ist spannend. 4 Umarmungen pro Tag zum Überleben, 8 Umarmungen pro Tag für Wohlbefinden, 12 Umarmungen pro Tag zum Wachsen. Und jetzt geht das mal durch. Egal in welchem Zivilstand du lebst, hast du so viele Umarmungen, die du bekommst? Hast du so viele Umarmungen, die du weitergibst? Und ich weiß, so viele Leute hier unter uns oder geschweige denn von Microchurches online, die sind alleinstehend. Und wenn sie Umarmungen nicht von uns bekommen, also Liebe, die von Herzen kommt, die nicht berechnend ist, die nicht irgendwie komisch ist, sondern Liebe, die von Herzen kommt. Hier ist der Ort, wo ich Leute umarmen möchte, um diesen Level hochzuheben, damit wir eben auf die 12 Umarmungen pro Tag kommen. Oder stell dir deine Teenager vor, wenn deine Teenager die Umarmungen nicht von dir bekommen, und sie aber brauchen, nur schon zum Überleben, 4 Umarmungen, geschweige denn zum Wachsen und Florieren 12 Umarmungen. Wenn sie nicht von dir bekommen, von wem sonst? Also wie macht man das konkret, wenn du Teenager hast, die sind schon ein bisschen 19 Jahre alt, haben schon eine Freundin, jetzt kommt die Mutter und sagt, hey, Freundin, geh mal weg, jetzt bin ich dran. Wie macht man das ganz konkret? Also wie machst du das mit Teenagern oder du hast jetzt verheiratete Söhne? Genau. Wenn wir es mal ganz konkret von dir hören. Mit Teenagern habe ich einfach gemerkt, sie kommen vielleicht nicht so offensichtlich und wollen umarmen, aber sie drücken ihre Nähe auf eine Art und Weise aus, dass wir den Heiligen Geist brauchen, damit er uns die Augen öffnet, was sie jetzt genau brauchen. Nein, es nervt nicht, wenn ich ihm die Socken anziehen muss, weil er sucht Nähe. Zum Beispiel, vielleicht jetzt nicht als Teenager, war noch ein bisschen früher. Genau. Aber anyway, darum geht's. Und da muss ich mit dem Heiligen Geist ins Gespräch kommen, dass ich diese Situationen nicht verpasse. Einer unserer Söhne, um es noch ganz konkret zu machen, der ist immer mal wieder gekommen und hat gefragt, Mami, habe ich Läuse? Also weißt du, da musst du so... Und wenn der fertig gewesen hat, gesagt, es hat sicher noch eine Laus, irgendwo, schau noch mal. Weißt du, und das war eigentlich seine Art und Weise zu sagen, ich brauche Zärtlichkeit. Da lacht man nicht drüber, sondern da muss man wach sein im Geist und zu wissen, jetzt ist meine Zeit. Und das kommt nie gelegen. Es ist immer so, umarmen muss man wirklich lernen. Das ist auch so in Susanne, wenn ich dann aufstehe, oder Susanne steht auf, das Erste, was sie macht, sie umarmt mich. Und ich habe kein Problem mit Umarmung, die 1 Sekunde geht und sie hält mich immer 5 Sekunden und es macht mich rattenhässig. Und sie sagt immer, Leucio, jetzt noch ein bisschen, noch länger. Und das ist immer etwas, wo ich merke, das ist ihr mega wichtig. Was immer besonders gerne, wenn er so unruhig wird, dann denke ich so, okay, jetzt noch eine Runde. Ja. Und dann sagt sie, Leucio, das macht mich verrückt. Geheimnis einer starken Ehe. Also ich habe so ein paar Action-Steps, die ich euch mitgeben möchte. Küsse mindestens 3-mal pro Tag, wenn du verheiratet bist. Umarmung 8 bis 12, mach es einmal, wirst du merken, sie ist noch recht sportlich. Man gibt jeden Tag ein Kompliment von Herzen, auch wenn es jemand hat, ich sage noch etwas, ein Gebet, man betet jeden Tag für den Partner. Ich habe einen Freund, der ist nicht so, der spürt die Frau nicht so, der vergisst sogar, sie zu fragen, wie geht's dir? Er hat in die Kalender geschrieben, heute fragt eine Frau, wie geht's dir?
Es ist kein Problem, das ist einfach mechanisch. Du kannst auch tricksen, weil für das hast du Google und auch den Computer, kannst sagen, heute Kompliment geben. Und wenn ich weiß, hat ChatGPT immer gute Sachen. Wer von euch möchte länger als, man sagt, es gibt eine Sache, wo du 5 Jahre länger lebst, wenn du das machst. Also wenn du sagst, nein, ich möchte nicht mehr länger leben in meiner Ehe, ist dann irgendwann gut. Wenn du in deiner Ehe jeden Tag deine Frau 3 bis 5 Mal küsst, statistisch bewiesen, lebst du 5 Jahre länger. Vergiss dein Haferflocken und dein Proteinpulver. Sondern 3 bis 5 Küsse pro Tag wirst du 5 Jahre, ich habe gesagt, es wollen nicht alle, aber man lebt länger. Das nächste, Susanne, die Identität ist in Christus und nicht im Spiegel. Ja, im Hohelied 1, Vers 5 bis 6 schreibt Sulamit, schaut nicht auf mich herab, ihr Mädchen von Jerusalem, weil meine Haut so dunkel ist, braun wie die Zelte der Nomaden. Ich bin dennoch schön, so wie die wertvollen Zeltdecken Salomos. Meine Brüder waren streng mit mir, sie ließen mich ihre Weinberge hüten, doch mich selbst zu pflegen, meinen eigenen Weinberg, dafür hatte ich keine Zeit. Darum bin ich von der Sonne braun gebrannt. Das ist das, was sie sagt. Sie sagt, schau mal, ich habe Mängel an mir, aber das ist nicht meine Identität. Und auch mein Partner füllt das nicht auf. Ich habe zum Beispiel unter Minderwertigkeitskomplexen gelitten und unter Ablehnung. Und Leo mit seiner sonnigen Art war da das perfekte Gegenüber, hat das alles wettgemacht. Mir ist aber aufgefallen, dass ausgerechnet jeweils am Sonntag ich immer irgendwie so in ein tiefes, schwarzes Loch falle. Bei der Arbeit war das kein Problem. Da habe ich meinen Fuß gefasst, da konnte ich mich ausleben, so wie ich bin. In der Kirche habe ich gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Bis ich drauf kam, ich habe meine Identität hinter seiner versteckt, weil ich mich geschämt habe für das, was ich gefühlt habe über mich selber, für die Ablehnung, die ich gespürt habe. Und das ist so ein wichtiger Punkt und er geht jeden von uns an, egal in welchem Zivilstand, dass du dich befindest. Deine Identität ist nicht der Spiegel, sondern der Gott im Himmel, dein Schöpfer, sagt über dir, er singt über dir. Das heißt es in Zephania 3, Vers 17, er singt über dir ein Lied, er jubelt über dich und das soll in dich hineinfließen. Damit sollst du dich füllen lassen, jeden Morgen neu. Also ich sage mir das so, Susanne, wir bringen Gegensätze mit. Susanne kommt aus einer Unternehmerfamilie, die hatten 2 Firmen gehabt und ich komme aus mein Vater war Rangiermeister in der SBB, also ich bin eigentlich ein Zugskind. Und da kam der einfache Arbeiter, ich nenne es jetzt einmal so, kam da in eine Geschäftsfamilie hinein. Also das heißt schon, ich bin aufgewachsen, wir haben gegessen, so wie man isst. Und bei ihnen gab es Knicke, es gab Vorschriften, wo sind die Ellbogen und wie isst man. Und da habe ich gedacht, das ist mir scheißegal. Sondern ich esse, wie ich essen will. Und die ersten paar Monate hat das so geklepft, weil da kamen wirklich 2 unterschiedliche Dinge zusammen. Und ich habe mich nie geschämt für meinen Status, nie. Weil meine Mutter hat mir beigebracht, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes und biege deine Knie nicht vor Promis und belächle nicht Menschen, die weniger haben. Jeder Mensch hat die gleiche Würde bekommen. Und darum war es für mich auch immer einfach, der Familie zu sagen, was ist falsch. Weil die meisten haben dann Angst, jemand das zu sagen, weil der hat ja einen Status. Und das hat bei uns mega viel, magst du noch erinnern, zu so einer Reibung gebracht. Und du musst wissen, deine Geschichte, die du mitbringst, ist bei Gott nicht zu Ende. Aber du musst wissen, meine Identität ist nicht, was ich leiste, was ich habe, was ich erlebt habe, sondern wer ich bin in Jesus. Und es gibt jetzt Interessantes, wenn man diesen die Gießkanne nämlich nimmt. Es ist interessant, auch wenn man versucht, dem Gegenüber auch zu dienen, ist nicht immer so, dass alles, was ich dir sage, kommt an. Jetzt achte mal. Nicht jedes Kompliment kommt bei ihr an. Siehst du? Wer kennt das? Die Hälfte geht raus. Und manchmal ist es so krass, dass ich Dinge gemacht habe, das kam bei ihr nicht an. Zum Beispiel, ich plane Urlaub und auch unsere Ausflüge mache ich immer noch. Aber sehr oft ziele ich total an deinen Wünschen vorbei. Und dann sagt sie, ja, hast es gut gemeint, aber es kam nicht an. Und das ist manchmal krass frustrierend. Und Susanne, du hast ja auch solche Dinge, die du für mich machst.
Ja, zum Beispiel während der Fastenzeit habe ich für dich, wie heißt es nochmal? Fenkel. Der Fenkel geschnitten, handgeschnippelt. Er wurde einfach nicht gegessen. Er kam einfach nicht an. Er stand vor ihm, aber er kam nicht bis in den Magen. Ich kenne nur eine Person, die ein Fenkel isst. Ich sage jetzt nicht wer. Der sitzt da drüben. Und wir hatten Kaninchen. Das essen nicht mal Kaninchen. Und sie hat gemerkt, nach 30 Jahren, nach 30 Jahren hat sie gemerkt, der frisst gar keinen Fenkel. Ich habe es noch nie gegessen. Ich habe gedacht, was ist denn mit dir los? Und ich möchte sagen, und das ist jetzt ein krasser Punkt, weil wenn du erwartest, dass bei Gegenüber etwas zurückkommt von Lob und Anerkennung, wirst du enttäuscht sein. Es geht nicht alles da rein. Wir möchten enden mit dem letzten Gedanken und den finde ich mega, mega wichtig, um das zu schließen ist, werde selbst zu der Person, die du suchst. Also wen suchst du? In Hohelied 1, Vers 8, weißt du wirklich nicht, du schönste aller Frauen, folg den Spuren meiner Schafe und weide deine kleinen Ziegen bei den Hirtenzelten. Dort wirst du mich treffen. Und er hat gesagt, du findest mich da bei den kleinen Ziegen, die schutzlos und hilflos sind. Du siehst den Charakter bei ihm. Und was ich interessant finde, wir haben eine Liste mitgebracht, wenn ich Leute frage, welchen Mann, welche Frau suchst du? Dann haben Leute eine Wunschliste, die hört gar nicht mehr auf. Susanne, lies sie mal vor, wir haben es da vorne. Das ist never ending. Kannst du auch da lesen? Ja, die Wunschliste ist riesig. Also zum Beispiel, er muss ein Glaubensheld sein, er muss treu und loyal sein, humorvoll, emotional reif, visionär, natürlich verantwortungsbewusst, abenteuerlustig, attraktiv, 1,78, schwarze Haare, okay, fällst du daneben, bist trotzdem attraktiv, großzügig, gastfreundlich, mutig, furchtlos, respektvoll, kommunikativ, stark und sanft zugleich, lächelt gern und herzlich. Hey, die Liste geht endlos weiter. Und die Frage ist, was ist mit dir? Kannst du das alles ausfüllen? Bist du das alles, was du vom anderen erwartest? Interessant, wenn es um die Gnade geht, ist schon aufgefallen, wir sind so gnädig mit uns selber. Da hat Gnade kein Ende. Wenn es um Gegenüber geht, ist Gnade plötzlich ein Fremdwort. Also das, was du suchst und dir wünschst, ist immer meine Frage, werde zu der Person, nach der du suchst, und da wirst du plötzlich merken, es ist gar nicht so einfach, das alles zu erfüllen. Wenn du der Gießkannenprinzip ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, aber dann ist es auch wichtig, dass man lernt, und das mag jetzt ein bisschen plump anhören, die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Als Gott Adam erschuf, hat Gott gemerkt, Adam, ihm fehlt etwas, das Gegenüber. Darum hat Gott eine Frau gemacht. Aber es heißt immer am Ende vom Tag, du brauchst Freunde im Leben, du brauchst aber auch die Beziehung zu Gott, und sich anzudocken bei Gott ist das A und O überhaupt, weil es gibt gewisse Dinge, wo Susanna in mir nicht befriedigen kann. Und es gibt gewisse Dinge, wo ich umgekehrt Susanna auch nicht befriedigen kann. Und da kommt der Glaube an Gott hinein, eine Substanz von einer Quelle, die nie aufhört. Ja, so ist es. Und wir wollen gerne heute beten für, egal ob du Single bist, ob du verheiratet bist, welchen Zivilstand das du auch immer hast. Wir wollen beten, dass wir Beziehungen leben können, dass Gott die Sehnsucht in dir sieht nach erfüllenden Beziehungen und dass er dir Wege zeigt, wo du auffüllen kannst und wo du auch wieder weitergeben kannst. Wir laden euch ein, aufzustehen, auch die Microchurches und online. Wenn du da bist mit deinem Mann, deiner Verlobten, deinem Freund, Freundin, dann ergreif deine Hand. Und du kannst auch den Ring spüren an der Hand. Du kannst mit einem Finger auf den Ring. Und das ist ein Zeichen, wir haben den uns angesteckt in guten Tagen wie auch in schlechten Tagen, bis der Tod uns scheidet. Und Vater im Himmel, wir halten unsere Leben dir hin. Es ist ein hochkompliziertes Thema. Du hast gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Du hast uns ein Gegenüber erschaffen. Ich bete jetzt für all die, wo unter uns Single sind und sich nach einer Freundschaft sich sehnen. Führe und leite unsere Wege. Verbinde uns mit den Menschen, die unser Leben bereichern. Ich bete aber auch für uns, die wir verheiratet sind. Zünde in uns nochmals ein Feuer an für das Gegenüber.
Es ist nicht so einfach zu bestehen in einer Welt mit so vielen Optionen, mit so vielen Reizen. Ich bete für diejenigen von uns, die merken, die Liebe ist erloschen. Vielleicht innerlich hast du in deinem Herzen schon lange aufgegeben, bist da noch immer verheiratet, aber innerlich bist du wie getrennt. Ich bete, dass du heute Gott ein Wunder machst. Dass du nochmals Herzen verbindest, nochmals diese Liebe entzündest in mir. Und ich sehe vor meinem inneren Auge, in meinen Vorstellungen, einen Blumenstrauß. Ich hatte vor 35 Jahren, war ich Floristin. Und ich sehe diesen bunten Blumenstrauß als Sinnbild für die Verschiedenartigkeit, wie wir Menschen sind. Und man denkt vielleicht, man muss so eine Rose sein, weil es nur so richtig ist und weil nur das einen Wert hat. Aber Gott, du legst jeder einzelnen Person heute nochmal deine Identität und deine Gedanken in unsere Gedanken hinein, dass wir realisieren können, was du mit unserem Leben gemeint hast. Weil jeder von uns siehst du die Sehnsucht nach erfüllten Beziehungen, aber es lebt sich nicht einfach alles nur in einer ehelichen Beziehung aus. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns als ganze ICF-Familie, ob wir online zuschauen, Microchurches oder wo auch immer, in einen neuen Level von Verständnis bringst, was du genau damit gemeint hast, was du mit mir gemeint hast. Als Floristin weiß ich, dass es Blumen gibt, die stehen alleine und das genügt. Die sind eine Zier, die sind eine Pracht und es gibt Blumen, die brauchen diesen Strauß und dann sind sie im Ganzen drin. Heiliger Geist, geh nochmal durch die Reihen, verbreite nochmal die göttliche Sicht über unserem Leben. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.